Leopoldine Emma Pospischil, die Kofferoma, plaudert über das Evangelium. Oh je, was ist denn? Hast du Augenschmerzen? Was ist denn mit dir? Oh je, oh je, oh je, oh je. Ist nix. Und die Augenbinde? Warum hast du deine Augen verbunden? Also, das ist, weil ich was ausprobiere. Du probierst was aus? Ja, das ist, ich möchte wissen, wie das ist, wenn ich blind bin. Du probierst, wie es ist, wenn du blind bist? Ja, aber warum denn das? Na, wegen dem Evangelium heute. Wegen dem Evangelium heute? Ja, da geht's doch um den Bartimäus. Stimmt, der war doch blind, steht da. Genau. Und das probierst du aus? Ja, ich möchte wissen, wie das ist. Und wie ist das? Finster. Blind sein ist finster? Ja, weil das sieht man nicht. Und das ist wie finster. Hast du nicht Angst, dass du wo dagegen fliegst, weil du nichts siehst? Ja, schon, aber das gehört ja dazu. Aha. Dafür hört man viel besser. Aber lustig ist das sicher nicht blind sein. Ja, ich kann gut verstehen, dass Bartimäus nach Jesus um Hilfe schreit. Damit der ihn heilt. Genau. Aber die Leute waren nicht nett. Nein, die waren sogar ganz garstig und grausig zu ihm. Aber Jesus hat ihn zu sich gerufen. Und Bartimäus ist hingelaufen. Du, das habe ich nie verstanden, wie ein Blinder seinen Mantel wegwirft. Er weiß ja nicht, ob und wie er ihn wieder findet. Und warum er zu Jesus hinläuft. Ein Blinder, der läuft, das ist echt ungewöhnlich. Ich würde blind niemals laufen. Nur fliegen? Auch nicht wirklich. Das ist mir zu gefährlich. Aber der Bartimäus muss Jesus echt toll vertrauen, wenn er als Blinder einfach losläuft. Ja, das ist echt gewaltig riesiges Vertrauen. Naja, Jesus kann man ja echt vertrauen. Wenn er dich ruft, dann lauf zu ihm hin. Ob blind oder nicht blind ist egal. Lauf nur hin zu Jesus. Weil Jesus dich heilt. Du, Archie. Gesundheit. Ja, danke. Du, stimmt das, dass man wirklich besser hört, wenn man blind ist? Ja. Das ist gut. Dann spiele ich dir jetzt was vor und du wirst es viel besser hören. Oh, Hilfe!